Manche Projekte starten ganz anders, als man sich jemals vorstellen hat. Und so bleiben sie jahrelang im Gedächtnis. Genauso eine Geschichte ist auch Matthias passiert und über die reden wir jetzt. Hallo Matthias, Hallo Josefa, grüß dich. danke für die Zeit, die du dir nimmst. Sehr gerne. Du hast uns heute eine relativ besondere Geschichte mitgebracht. Ich glaube, es geht um ein Projekt in Libyen, stimmt? Das stimmt, ja. Und zwar haben wir da 2010 für einen sehr großen Flughafen, für ein Prestigeprojekt der damaligen Regierung angeboten, und zwar Metalldecken. Aber es kam leider dann ganz anders. Was ist dann genau passiert? Das Jahr drauf, wie die Vergabe hätte stattfinden sollen, brachen Unruhen im Land aus und das komplette Projekt wurde auf Eis gelegt. Ist dann wieder weitergegangen oder war das erst Ja, es ist dann wieder weitergegangen, und zwar 2 Jahre drauf hat mir der damalige Partner angerufen und gesagt: Matthias, wir brauchen die Unterstützung von Lindner, wir bauen das alte Gebäude um und ihr müsst nach Libyen kommen und uns supporten. Bist du dann rübergeflogen? Ja, ich habe dann einen Kollegen eingepackt, war mir natürlich ein bisschen unsicher, weil es waren ja erst Unruhen in dem Land, aber war dann doch ein bisschen abenteuerlustig und habe gedacht, das schauen wir uns an. Wir sind dann tatsächlich nach Tripoli geflogen. Ein halbes Jahr später bekam ich eine E-Mail von dem damaligen Partner mit einem Foto und nur 2 Worten drunter: German Engineering. Was war auf dem Bild dann zum Singen? Auf dem Bild war dann ein nahezu völlig zerstörtes Gebäude zu sehen. Nahezu deshalb, weil man hat tatsächlich noch unsere weißen Lindner-Wände stehen sehen. Und die waren noch in so einem guten Zustand, dass sie selbst jetzt, 12 Jahre später, in einem Nebengebäude im Einsatz sind. Das ist natürlich tragisch, aber trotzdem sehr schön zum Sehen, dass die Wände danach noch Nutzung gefunden haben nach so viel Arbeit. Absolut. Dann hat sich der Aufwand doch gelohnt und ich bin nahezu mit dem Partner jährlich in Kontakt. Ich sehe ihn einmal jedes Jahr auf einer Flughafenmesse und wir reden jedes Jahr noch über die Geschichte. Das ist sehr schön. Ich sage danke für die Zeit, danke für den mal ein bisschen anderen Einblick und mit so einer bewegenden Geschichte dahinter. Sehr gerne.